Ekran! Tranen jährlich ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Jünd als Eduard Kiesbrecht. Weit Welkom lieve vrienden, welkom tot het programma Ekran. Vandaag heb ik zeer interessante thema, wenn Sie willen reden van alleen en gelijk zijn. Welkom Heidi en welkom Johnny, ik kunt vergeten. Wenn Sie wel hier niet alleen op dit programma zijn. Waar we van alleen en gelijk reden, dan fällt mir een Witz, wie der ein Jung geht naar zijn pa en zegt, hey pa, ik wil me befrieden. Ja, na, hij wil gaan dat de pa zei, ja, befrieden. Na, dat zo, ja, kan ze befrieden, wens die brug je dat nog später gaan als mij, hoor je pa, wat ze zei. So, is dat befried zijn erschijnen, oder niet? Ik geloof dat is erschijnen. Maar wat zegt de Bibel van alleen zijn, Johnny? Okay, ik lees mal 1. Korinther 7, vers 32 bis 34. Aber ich möchte jeren, dass je ohne Sorge wäre. Wer nicht befriedigt ist, beschäftigt sich mit dort, was dem Herrn ungehielt und wo er am gefallen kann. Aber wer befriedigt ist, dem ist dort am dort zu tun, was zu dieser Welt gehielt, wo er seine Frühe gefallen kann, und so sind seine Interessen gedeilt. Die Frühe, die keinen Mann mehr haft, und die unbefriedigte mehr, sorgen sich am Gott seine Sache, dass sie und Körper und Geist heilig sind. Aber die befriedete Früh sorgt am dort, wo zu dieser Welt gehielt, und wo sie ihren Mann gefallen kann. Ja, so, das sitzt sich hier so, Paulus will haben, wie soll allein sein. Und das ganze 7. Kapitel, das redet, wie soll allein sein. Heidi, wenn es vor, habe ich uns dann befriedet. Wenn es vor, erstmal allein, aber was denkst du über Paulus in den Wirten? Na, zoals we die Bibel verstonen, wie Paulus nicht befriedt. En du fragst, warum wir uns befriedet haben, wenn wir einfach uns gut sind. Oder ich weiß nicht, was man sagen soll. Man isst sich gut, man lädt sich gerne, man verläuft sich und man befriedet sich. Aber wir haben hier mal auf das Programm darüber geredet, dass viele Menschen denken, befrieden ist die Lösung. En veel im Leben ist es nicht die Lösung. Man kann auch allein sehr glücklich sein. Man kann befriedigt glücklich sein, das sagt die Bibel auch, aber man kann das auch allein. Und manchmal hat die Welt oder die Menschen haben ein Bild, dass Menschen, die nicht befriedigt sind, sind nicht glücklich. Und ich glaube nicht daran. Ja, so versteht uns von der Reich. Wir wollen nicht davon nur sagen, dass, hey Jungs, befriedigt alle nicht, hey, mir alles bleibt allein. Das ist überhaupt nicht das Ziel von dem Programm. Ich wollte mal kurz von Anfang sagen, was das Ziel von dem Programm ist. Wenn du jung bist und du hast noch nicht den Lebenspartner, dann ran ich ran und sag bloß nur diesen Lebenspartner und du bist verdorben, wenn die Schilder hingen rauf, wenn du noch nicht den wunderschmacksten Mehl gefangen oder den steigsten Jung oder was immer, dann kommst du nicht wieder. Sie glücklich, lebt dein Leben, das wird ein Ziel hier mit ist. Und dann irgendwann wird das vielleicht sich selbst ergeben. So, das ist ein Ziel. Das fangen uns nicht falsch an zu verstehen. Trink nur den Bibeltext. Wo verstehst du den, Johnny? Was denkst du von den Bibeltext? Oder was denkst du, wenn du über den nachdenkst? Ich sage das so, dass ich wollte das sehr schönen Partner haben, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, ich kann viele Sachen tun, wenn ich allein bin, was ich nicht gerade tue, wenn ich einen Partner habe. Wenn ich noch habe, dann will ich unbedingt jede Woche hier sein, und bei denen sein, und mit den Taub sein. Und wenn ich allein bin, dann kann ich viele Interessen ausleben, die der Partner vielleicht nicht hat. Oder ich kann in unser Land fahren, Freunde besuchen, was nicht mein Partner seine Freunde vielleicht sind, oder die kannte ich vielleicht nicht mehr. Kannst nie Freunde merken? Ja, kann viel nie Freunde merken. Dat ik nu hier zie, dat is, wings ik mijn tijd wel uitnutzen, wanneer ik alleen zie, wings. Wer weet wat nu hier komt, dan
ja, vielleicht kannst du ein paar Jahre, wie weit alle keine Zukunft, aber ein paar Jahre kannst du eine befriedene Mutter sein, mit ein paar Kindern. Dann wirst du vielleicht nicht so intensiv in eine christliche Arbeit mitarbeiten. Dann wirst du mit ein bisschen trägen, dass die Arbeit, die Gott dir dann gibt, ist auch sehr gut. Aber nu, wo du allein bist, ich kann nicht verstehen, du kannst du all deine Kraft. Ja, krijg en wanneer ik een paar jaar later doe ik vielleicht wel ganz anders. En dan denk ik zo, waarom heb ik mijn tijd als soldaat niet alle uitgenutzt om dat te doen wat mij interesseert? Ja, dat is interessant, weil Paulus vielmal in der Bibel das sehr stark hochhebt, das Alleinsein. Und ich kann das eigentlich in Wirklichkeit nicht verstehen, wenn es mir das Befriedtsein fehlt erscheint. So, ich kann Paulus in diesem Steig ab ernst nicht ganz verstehen, wenn es was dazu hochhebt. Aber ich glaube, was ich daran lernen kann, dass wenn man allein ist, kriegst du ausnutzen. Und Heidi, vertel mal von deinem Leben, was hast du getan, während du noch nicht mit mir bist? Nou, ik heb zeer veel gereisd. Ik ben in 17 Länder gewesen. En heb in 4 Länder gewohnt, alleen. En ik denk, man heeft zeer veel gelegenheden wanneer man alleen is. Wanneer man eerst eenmaal bevrijd is het iets anders. Ik denk, doch, deze week nog dran, als ik nog niet bevrijd ben, ik zie nu 1 jaar of 13 Monate bevrijd, dann schlappt man irgendwo, dann schmiert man irgendwo mit Drahtzaun oder liegt in ein Hängebad oder was immer und schlapt. Und wenn man befreit ist, ist alles viel anders. Das ist auch mit Freunden. Ich dachte gerade, Johnny sagt, wegen Freund, wenn man allein ist, dann geht man auch mehr auf Menschen zu oder man lernt einfach mehr Menschen kennen. Wenn man einmal befreit ist, dann ist man da bei dem Partner, dann sitzt man bei dem und redet da mit dem. Und ich denke, dass man kann das Leben sehr united. Man kann sehr schöne Momente haben und viel auf dieser Welt sein. Die Welt ist sehr groß, das ist nicht bloß dein Haus, wo du wohnst. Ich denke, das ist eine sehr schöne Zeit. Ja, ich kann auch von meinem Leben sagen, dass ich allein auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Als ich nu dat ich befreit bin, das ist wunderbar. Aber als ich allein bin, auch das Heidi, ich habe sehr viel gereist. Und ich habe auch sehr viele neue Menschen kennengelernt. Ich ging zur Bibelschule, ich ging in eine Mission arbeiten, was ganz kalt wäre, vielleicht bloß ein paar Wochen oder ein paar Monate. So eine Sache ist dort, dass ich in eine Arbeitsstätte gehe, wo ich weiß, was ich vielleicht niemals im Leben würde, aber ich will das einmal erfahren haben. So eine Arbeitsstätte ist dort zu haben, so was habe ich getan. Und was anderes, was mir abfällt, ist, dass ich einen Freund habe, und wie wir im Saal sind alle, hat viele Mal zu mir gesagt, hey Eduard, wo ist das alles? Es ist die falsche Rahmen und je neigt dein Leben und ja, das ist einfach frei. Also, und ich sagte ihm, du dachtest selbst, du bist nicht befreit, du bist nicht gebunden an deine Arbeit steht, du kannst deinen Tag lassen und dann da ist mal 1 Jahr was anderes, und dann 6 eine andere Arbeitsstelle. Fängt jeder so eine andere Arbeitsstelle. Aber das sich loslassen. Und das ist, was ich sehe am Anfang. Dass junge Menschen sich gewöhnen, loszulassen, das Leben mit Schwung united, wenn es irgendwann was das nicht mehr sein ist. Und ich habe auch mal eine Arbeit geschrieben an der Universität. Ich war früher an der Bibel. Und das fällt mir sehr auf, dass zum Beispiel Hannah, dat we die vrouw, die war 7 Jahre befreit gewesen und nu war sie 84 Jahre und sie lebt im Tempel. Sie dient Gott mit Beten und mit Fasten. Und sie war nicht befreit. Sie war eine Witwe, aber sie dient Gott. Sie war da, als Jesus im Tempel präsentiert wird. Und Philippa hat auch 4 Töchter. In der Bibel sagt dort, ab sehr viele Evasaten, dass die allein werden. Die werden nicht befreit. Und die dienen mit der Prophetie. Die kommen einmal ganz kort in ein einzigen Vers in der Bibel. Aber vielmal denkt wie als junge Lied oder als junge Menschen, wie kennen Gott nicht dienen oder ich bin nicht befreit, ich kann für Gott nicht dienen. Aber die Bibel, die hat, das ist Paulus, aber auch früher, die für Gott wird dienen, waren sie auch nicht befreit werden. ja, und Johnny, was hast du für ein Wort? Ik dacht zo,
Ik kon ook thuis blijven en aan mijn kop hängen laten dat ik niet een partner heb. En iedere dag te arbeid gaan en immer hetzelfde doen. En vielleicht mij een dag nog maar bevrijden, maar dan moet ik lang niet zoveel ervaring hebben. Als wat ik heb wanneer ik wat anderen doe en wanneer ik einfach den kop ophef en die gelegenheid te waarnemen wat ik nu heb. Ik freue mich, dat u deze gelegenheid te waarnemen is. En ik wil alle mensen op de wereld zeggen, alle Jugendlichen op de wereld zeggen, check das Johnny dat deed. En doe dat alles zo. Ga irgendwo gaan, een land wat je niet kent, mensen wat je niet kent, dat wordt de eerste paar maanden zeer zwaar zijn. Maar later, wanneer je wordt terugkomen, later im Leben war ich sehr dankbaar dafür sein. Und du hast in der Bibel abgeschlossen, ab Sprecher, nicht Sprecher, Lehrer auf Vers 9, der sagt, der redet sehr wunderbar zu dir. Ja, zeg Mensch, vrij die te die Jugendjahre, laat die vom Harte zijn gaan. Bezoi die dat leven en denk dat God even nu wonen weg te gaan was. En denk immer daran, daarna als du lebst, wordt God die gerecht behandelen. So, wie mochten die Moutmerken leven Jugendlichen? Unite in die Jugend. Ik weet viele worden zeggen, oh, doe niet te veel dit, doe niet te veel ja. Ja, du moet oppassen en denk met God erover, nou, wat du doen kannst oder nicht. Maar dat wat du doen kannst, dat is zo'n grote Rome. Dat is meest oneng. En hij wil die veel vrijheid in deze Rome schenken. Unite dat voor we gaan, merk sport, speel voetbal, speel in een band met muziek, met voor een concert, dat wat die schijnt, met God hoop. En du wirst een zeer lekker leven hebben als Jugendlicher. God is een met die en tot het nächste Mal. Ciao, ciao. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.